Herr Präsident, die Damen und die Herren, ein langer Tag, noch Mittag geht zu Ende. Aber wenn ein von den letzten Rednern ist, dann ist es immer schwierig, mit ganz revolutionären neuen Aussagen zu kommen, weil viel ist gesagt. Ich muss auch direkt an der Introduktion sagen, schon damit zwei Reden hören von Majoritätspolitikern. Die eng, die war immer irdisch, die könnte ich vorstellen, was für eng das wäre. Ich komme nach Europa zurück. An die anderen, das könnte man selten viel, die muss ich löwen, weil all das, was gesagt ist, konnte ich, gebe ich schon so, zu 90% unterschreiben, das ist die von André Bauler gefürchtet. Dafür will ich auch mal ein so, dass auch von verschiedenen Majoritätspolitikern, auch vom qualitativen Niveau, große Unterschiede sind. Und wir wundern sich auch nicht, dass die Rede natürlich vom Herrn Bauer auch Kommission von den Ideen mehr noch steht wie die vom Herrn Kersch, weil ich werde durch dem Herrn Kersch noch antworten auf den Punkt, wo mich ganz stark kritisiert wird. Ich will aber aufhängen, wie das sich gehört, mit einem ganz großen Merci und den Kollegen Max Herrn. Ich habe den Max Herrn ganz aufmerksam gestern noch gelauscht, ich fand den ganz flotten Rapport gehabt, da sie viel Sachen mit denen kann ich nachverstehen sind, not normales das, was über den Finanzplatz gesagt wird. Und ich fand immer, dass den Budgetsrapporter egal werden, auch hier in Rapport seht, eigentlich immer ein großes Merit hat, weil heute Merit mal ganz viel Arbeit gelegt zu haben, sich auch ganz viel mehr zu gehen und noch ganz viel Überlegungen gemacht zu haben. Und dafür hin uneinbar von dieser Platz aus mit Felicitationen. An ein ganz großes Merci. Ich wollte eigentlich den Abend mich ganz kurz mit der Wirtschaft beschäftigen, aber nicht mit der gesamten Wirtschaft, so noch direkt, dass ich nicht mitten werde mit vielen großen Vorschlägen kommen, weil ich nicht die Zeit dafür habe, weil mir ja auch und ich für den Januar, wenn meine Informationen richtig sind, eine Interpellation haben, die dann noch wird behandelt gehen, wo wir dann noch die nötige Zeit tun, für alle guten als Propositionen dazu zu machen. Ich werde mich also den Abend mit wesentlich Fragen limitieren und aufhängen, will ich generell ein bisschen mit der Situation von den Betrieben, natürlich die industriellen Betriebe, aber auch die ganz viel Klein- und Mittelbetriebe, die an dem Land haben, und die eigentlich auch, und das wird ganz oft vergessen, Rückgrat von unserer Wirtschaft durchstellen. Und ich brauche nicht so, ich meine, das auch von den einzelnen Rednern auf hier drüben gesagt gehen, die Klein- und Mittelbetriebe, die haben ganz schwer Jahren haben sich gehabt, zumindest die meisten durch die Covid. Sie sind mit einer Energiekrise konfrontiert. Und das ist nicht immer evident. Und die viel kleinen Mittelbetriebe bewegen sich auch an einem kompetitiven, relativ schwierigen Umfeld, weil sie mit der Konkurrenz aus dem neuen Ausland konfrontiert sind, während die großindustriellen Betriebe natürlich im internationalen Plan sich da müssen mit der Konkurrenz auseinandersetzen. Und ich wollte ganz kurz, aber auf Punkt gehen ein bisschen mehr länger, weil nicht unwichtig ist, wir froh sind, dass der Ökonomieminister Hayers, den da vielleicht nur auch darüber kann entfern. Und da wollte ich ganz kurz auch noch auf zwei andere Punkte dazu eingehen, das Transition Energetik und Aktivitätszonen. Lass mich aber vielleicht aufhängen mit der Thematik von den Energiepreisen. Da ist es so, dass größere industrielle Verbrecher die hohen Energiepreise schon eigentlich mehr wie seit einem Jahr zu spüren haben. Sie konnten bislang die allermeisten von den Mehrkosten abreißen. Mit Zanta die nicht-europäische Konkurrenz nicht mehr auf der Weltmarkt präsent, sondern das leider, oder Gott sei Dank, lorem der Fall, ganz besonders seit Konjunktur zurückgeht, als den Druck
op hier Margen vielmi groß. Energieintensiv Betrieber mat internationaler Konkurrenz leiden do besonders stark in der Gaser Strompreise, die vielfacht sind von denen, die hier außereuropäisch Konkurrenten bezuelen. Und da sind ganz besonders auch bei Eis am Land, und ich gucke mein Kollege Marc Spautz, den für die Betriebe auch eine große Sensibilität tut, eine ganze Reihe Produktionen an den Sektoren Chemie, Metaller, Minero, Non-Metallic stehen, Orlo oder Läven zumindest gedrosselt. Viel von den mittelgroßen, manner energieintensiven Industrien kommen noch bis 2023 richtig und ströveln, weil viel hätten bislo an dem Moment auch nach ein Jahr müssen drober Preise. Auf für eine Mesure, wo wir die betreffenden Kontrakte benennen kommen, müssen sie hier Energie daier erkaufen. Na los mich do vielleicht aber ein bisschen auf die größten Ordnung angehen, mit denen die Betriebe am Moment konfrontiert sind. Am Moment also so, dass der Preis, den an Zukunft die Betriebe werden müssen bezahlen, 400 € den Megawatt ist. Und da muss man wissen, dass den EU Temporary Crisis Framework, den eigentlich von der Europäischen Kommission fixiert wird, eigentlich die EU-weit Regeln für die Preisexplosionen durch staatliche Beihilfen aufhindern, und dass eigentlich auch die industriellen Aktivitäten sollen Laufen gehalten gehen. Auch an Schmengen, da sind wir alle gut damit d'accord, an noch die Europäische Kommission, als du mit d'accord, wann du mit den Wettbewerbsnodel zu internationalen Konkurrenten auch no Subsidien nach immer substanziell bleibt. Was wir bedauern, als dass de Lo innerhalb an schwer wirklich froh wann den Wirtschaftsminister der doch gif genau nolauuschten lo innerhalb vom EU-Bandemarkt zu Konkurrenzverzerrungen könnt, weil eng Reihe Memberländer eben net op der Europäische Kommission gewährt hun an einfach hier ege Regeln festgelöscht hun, wie sie hier Betrieber an der Dotter komplizierter Situation willen helfen. Also gehören natürlich zwei von Eisenoperen, besonders dazu, so hat Frankreich, die französische Regierung dezidiert, dass sie einen großen Teil vom Strom zu historischen Gestehungspreisen am Nuklear weiter an ihre Betriebe verkaufen. Bei einem Marktpreis, den Eisbetrieber müssen bezahlen, von denen 400 € bezahlen sie durch den Mechanismus wohl nicht haltschicht. An Deutschland hat die rot-gel-grüne Regierung einfach dezidiert, dass 70% wird enorm als vom industriellen Stromverbrauch nach zu 130 € zur Verfügung steht, mit dem Resultat, dass die Tierindustrie bei einem Marktpreis von 400 den Eisbetrieber muss bezahlen, eben nicht mehr leicht mehr wie Talschicht bezielt. Ein Lützebäuer Betrieb, den an Zukunft muss neue Kontrakte machen, bezahlt aber an Zukunft 400 € sind Konkurrenten an Deutschland oder Frankreich, die an der genau selben Situation sind, haben also einen enormen Vorteil. An den Vorteil, Herr Präsident, lief Kollege noch auf der Regierungsbank, der Vorteil ist so groß, dass bei kleinen bis mittelgroßen Energieverbrauchern an der Industrie, wie zum Beispiel an der Lebensmittelindustrie, dramatisch, so in der dramatisch Wettbewerbsnodele provoziert gehen, an dat vis-à-vis von Konkurrenten, die direkt für und hier stehen. An betroffene Sektoren kann ich so, und ich meine, ihr wisst, Herr Wirtschaftsminister, als Alarmstimmung. Leider, und das muss ich auch sagen, gehen die staatlichen Beihilfen, die die Lützebäuer Regierung am Kader von EU-Regeln geplant hat, nicht durch, für den grossen Notteil zu den direkten Konkurrenten auszugleichen. Am Hai besteht Handlungsbedarf auf 3 Niveaus. Die Regierung den EU-Kader für Beihilfen muss ganz ausgereizt gehen, für den Energiekosten Notteil maximal zu reduzieren. Am Maklang, und da kommen ich auf etwas, was durch dem Herr Kersch Herz leidet, man versprechen aus der letzten Tripartit, und das steht klar am Tripartitsaufkommen dran, muss als Regierung sich ersetzen für ein sogenanntes Level Playing Field. Weil so et darf nicht, sie muss klar der Kommission so das nicht toleriert, dass Interventionen en faveur von den Betrieben auf verschiedene Memberstaaten über das rausgehen, was Brüssel erlaubt.
Wann die Europäische Kommission dat ganz net mi am Griff huet. Dat will ich auch chlor am Numm vun Eisengruppe soen, da muss Eisregierung auch am Interesse vun Eiserindustrie an Eisen betroffene mittelständische Betrieber derogieren. Wat fir Deutschland gültig, also wer dort toleriert gëtt, muss auch zu Lützeburg meesel sinn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen auch neue Erkaufsmöglichkeiten von Energie schaffen, wo als Betrieber viel Männer den alle Jahren von den Energiebörsen ausgesetzt sind. Au contraire, wo sie stabil und kompetitiv Tarife kommen. Da brauchen wir auch eine verstärkte Kooperation mit anderen EU-Ländern. Am Tripartit ass so eng Pist ugekënnecht, nämlich die Förderung von Langzeitkontrakten mit erneuerbaren sogenannte Long-Term Power Purchasing Agreements. An heiers froh, die den Herr Fayo vielleicht dann noch kann beantworten, wat huet do Eisregierung de Betrieber konkret zu bitten, für hinnen an den nächsten Jahren zu evitieren, am größten Schwierigkeiten zu geraten. Wir hören und lesen auf viele Plätze, und ich meine, das ist eine Sucht, die auch ganz viele Leute hier an diesem Haus haben, dass 2023 riskiert, ein Schicksalsjahr für die europäischen Industrien zu gehen. Am Platz eine strategische Autonomie mit regionaler Industrieproduktion, die meist alle guten auch seit den Konflikten mit Russland oder vielleicht nur mit anderen Ländern wünschen, riskieren wir am Moment just den Contraire, nämlich eine Aufwanderung von immer mehr industriellen Betrieben an pur EU-Länder setzen hei an ihrer Energiepolitik Akzente für eine Desindustrialisierung an eine Schwächung von ihrem industriellen Mittelstand zu verhindern. Aber wir wären noch als HSV-Fraktion der Meinung, dass ähnlich erfahren auch hei müsste gemerkt gehen von der Lützeburger Regierung. Meine Damen und Herren, ich komme auf den zweiten Punkt ganz schnell, das die energetische Transition. Da das auch schon von einzelnen Kollegen von mal gesagt gehen, wir unterstützen natürlich die Ziele, die da gesagt sind. Ich meine, dass Betriebe auch kein größeres Problem haben mit den Zielen, da wo aber die Chance direkt, als die Betriebe noch immer nicht wissen, wie sie bei die energetischen Zielen kommen. Aber was mir fehlt, und mein Kollege Gilles Roth hat das morgen auch angeschnitten, dass das Wert eigentlich auch von Hilfe kommt, für die Entreprisen an der doter Energie, an der Transitionsphase zu begleiten. Wir sind der Meinung, dass das nicht durchgeht, dass da viel mehr Incitativen auch müsste kommen für den Entreprisen. Das mir einfach zu machen, geht halt nicht, liebe Kollegen, einfach nur groß an ambitiöse Ziele zu fixieren. Wir müssen dann auch den Entreprisen die Möglichkeiten geben, die zu erreichen, über eine Reihe Hilfen, die ihnen da gibt. Ein dritten Punkt, und das ist die letzte, was die kleinen und Mittelentreprisen betrifft. Ich meine, das auch gesagt gehen von einzelnen Vierrednern. Ich mache mir ganz stark Sorgen, dass man immer mehr Industrie- und Aktivitätszonen an dem Land können ausweisen. Die haben alle gute Mattkrieg wird auch eng Gemeng aus dem Süden vom Land gemerkt wird, an dem sie hier Grundsteuer extrem an die Lut gesetzt wird, wird lo dazu feiert, dass da Betrieber viel mehr müssen bezahlen. Wir müssen hier ganz gut aufpassen. Besonders die kleinen Mittelbetriebe, die brauchen auch noch mehr Aktivitätszonen. Aber wir müssen noch gucken, dass wir die Aktivitätszonen weiter ausweisen. Das heißt aber auch, dass wir Gemenge finden, die bereit sind, so Aktivitätszonen abzuholen. Wenn natürlich mit einer Reihe von Desagréments für die Gemengen verbunden ist. Ich meine, das ist wichtig, dass wir das auch in Zukunft machen. Wir stellen uns zum Beispiel vor, ich werde doch hier am Kader von der Interpellation darüber gehen, dass ihn zum Beispiel an dem Land, das interessiert all die Leute, die sich für Nachhaltigkeit interessieren, muss eine Aktivitätszone ausweisen, just für nachhaltige Betriebe. Das gibt aber noch nicht so schrecklich viel, wo ihn auch klare Kader setzen, was für ein Betrieber an so einer Industriezone die verkommen ist, schon nicht mit der Zeit, das zu developieren. Ich werde das, wie gesagt, am Januar werde ich das machen. Dann an die Herren, Klein- und Mittelbetrieber, schon viel gesagt,
sind äußerst wichtig für als Wirtschaft, sind aber auch ganz wichtig für als Resetbudget her. Ich meine das schon bei ganz vielen Leuten ugeklungen Mitte notamment beim Budgetsrapporte, beim Herr Bauler, die Menke op Wichtigkeit von einer Finanzplatz hingewiesen haben. Ich sprach dat nicht alles zu wiederholen, wie gesagt, Herr Bauler hat dat ob eng ganz komplett Erderweis gemerkt. Es sind noch überzeugt, dass fundamental als Finanzplatz eigentlich gut abgestellt ist. Wir haben ja doch gesehen, während der Covid-Krise, wo die Banken, nicht nur Banken, auch einen großen Teil von den Covid-Konsequenzen gedroht haben. Ich muss euch aber sagen, dass ich gesehen dass eine Reihe mit deichter Wolken über die Finanzplätze kommen. Und ich sehe da hauptsächlich 4 Punkte, auf die ich aber ein bisschen mehr am Detail angehen. Der nächste Punkt, ihr wisst, ich habe das schon oft gesagt, das ist die Tendenz von Überregulation, die sich im Moment breit mischt an Finanzsektor, wo Banken an all die Akteuren aus dem Finanzsektor sich müssen mit immer mehr Prozeduren auseinandersetzen, die dazu führen, dass Compliance-Departementer an den Banken geschwind mit die wichtigsten Departementer sind, und was nicht alles bringt. Ich muss euch auch sagen, dass wer den da steht, dass das, was da gefragt wird, was oft muss von Informationen, von Banken und all möglichen Autoritäten mitgedeelt gehen. Ich will ihr Stelle nicht am Detail abzeichnen, aber das geht extrem weit. Das bringt auch nichts, das hilft uns auch nicht unbedingt hier Niveau vom Kampf gegen Weißwäschen Fusionen. Mit feiert einfach dazu, dass die Prozeduren auch bei den Banken so kompliziert gehen, dass die einfachsten Bankoperationen mal nicht mehr kann praktizieren. Und das ist etwas, was ich muss merken, ich habe ein paar Mal schon gesagt. Ich sehe aber hier einen kleinen Lichtblick kommen. Und der Lichtblick, das ist eigentlich als europäische Kur. Die hat an den letzten Jahren 3 fundamentale Arenen gehabt. 3 fundamentale Arenen, die mal immer in eine Richtung gehen zu so. Natürlich muss gegen Weißwäsche Fusionen gehen. Natürlich geht es auch darum, für gewisse Finanzpraktiken zu sanktionieren. Mir kann aber auch nicht sein, dass wir hier nur am Finanzsektor so etwas wie die gläserne Klient oder die gläserne Entreprise haben, wo es so jeder Mensch geschwind kann wissen, wer eine Entreprise oder ein Bürger auf einem Konto hat, und wer die Einzeltransaktionen sind, die Leute machen. Das geht manifestement zu weit. Und dafür sind wir ganz glücklich über den Arrêt, der von der Cour kommt, am Kontext vom RBE, wo ich auch froh bin, schon der ja ein paar Mal in der Strache, dass Madame Justizminister den Arrêt ganz schnell umgesetzt hat, weil wir sind alle gut eins, dass dem natürlich muss Informationen und Autoritäten gehen. Ob das Justizautoritäten sind, ob das Regulateure sind, das ist sogar normal, dass doch Journalisten, die an gewissen Sektoren enquetieren, auch ein Access auf die Informationen. Was aber nicht normal ist, das ist, dass Herr Schmidt und Madame Müller ohne irgendwelchen Grund zu haben, können auf ein Register gehen und da alles nachfragen, was ihnen gerade an den Kopf kommt. Hier gibt es auch einen Datenschutz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an den Datenschutz ist auch zu respektieren. Und dafür bin ich froh über den dortigen Arrêt, so wie ich auch froh bin über einen anderen Arrêt, der für ganz kurzem kommt, wo es um das Sekret professionell von Advokaten geht, wo auch extrem weit gegangen ist, aber wo auch laut Kur gesagt hat, das geht zu weit. So kann das dort nicht mehr sein. Auch ein Sekret professionell, den übrigens das schon ein paar Mal auf dieser Tribüne gesagt hat, nicht am Interesse von den Advokaten ist, sondern am Interesse von den Klienten ist, dass den auch soll respektiert, das surveilliert gehen. Dafür bin ich auch, wie gesagt, ganz, ganz froh über den dortigen Arrêt. Ich komme dann aber auf einen zweiten Punkt, respektive auf einen dritten Punkt, den man auch sagen möchte, und das ist den vom steuerlichen Umfeld,
an dem als Finanzplatz sich bewegt, ganz besonders auch an dem werde ich nennen, das sogenannte Goldplating. Wer das Goldplating, der tun wir auch schon Pummelei ausgefordert, der das von europäischen Direktiven zu Brüssel geholt gehen, dann die mir als Lützeburgische Regierung nach mir weit, wie der wir eigentlich müssten umsetzen. Das ist etwas, wo wir fundamentale Probleme haben, weil, wenn ihn das möchte, dann geht er natürlich den ominösen Level Playing Field, den Schwester der Regierung auch ganz stark umsetzen, auf das Spiel setzen. Und dafür ist das einfach kein gut Sache. Wir sollen eigentlich immer die Direktiven so umsetzen, wie sie von Brüssel kommen. Toute la Direktiv, mais rien que la Direktiv, und wir sollen nicht nach irgendwie etwas dort legen. Und da komme ich dann aber noch nicht erlernst, auf einen Punkt anzugehen, den wir wirklich umleiden, den Herr Kersch hat schon angeschwärzt. Das ist den, dass der Lo am Kader von der Taxonomie die Lützeburgische Regierung dahin geht, an die reduzierte Tax der Bonnemer, die bislo für ERG-konform Fonds sollt appliziert gehen. Und ich gucke halt mal am Finanzminister ERG, Herr Kersch. Das ist eine Notion, die eine klare Definition hat an der europäischen Finanzindustrie. Du weißt nicht, wer an ERG draufhält. Lo eng Taxonomie zu Brüssel adoptiert gin, an der und du kann den net froh sinn drüber, dat akkordieren ich auch hit verrengen, wo an die Taxonomie der Atomkraft an de Gas mat drageholen. As der Atomkraftfell Franzosen dat folgten an de Gasfell die Deutschland muss Omlenker betonen. Die Decision als gehol gin. Dat muss net gut fannen, mir muss awer akzeptieren. An ist ein fundamentales Problem damit, dat wir an enger Demokratie, mit enger Majorität, eng Decision hält, dat dann ewer als Land dahin geht, und geht den nach die europäische Kur kontestieren. Du hast nicht als Demokrat ein Problem. Herr Kersch, ich gebe mengen, die sind ja auch ein guter Demokrat, das müsst ihr gerade so abregen, wenn wir nicht alles das kontestieren gehen, ob Lützeburg griecht, wenn mir ha net lief goen, wer an dieser Chamber adoptiert wird, da wäre ich permanent für hun Eise griecht. Es sind aber gut Demokrat, ich akzeptieren dat, an dafür fanden ich der Kersch will Europa reagieren, weil direkt ugespart gehen hast. Nee, will das direkt ugespart gehen. Selbstverständlich, Herr Rosé. Also, ich verstehe der Resonament nicht. Der kommt dahinter und der sagt, dagegen nicht begrenzen, dass die europäische Kur eine Greifung Decisionen gefällt. Die europäische Kur die Decisionen geholt, die muss jedenfalls Leute geklont werden, weil sie mit verschiedenen demokratischen Decisionen da verstanden werden. Weil sie mit verschiedenen demokratischen Decisionen da verstanden werden. So könnte eine andere Diskussion, die er vorgestellt wird, da könnte er doch bald kuren, dass das wäre nicht richtig, das wäre nicht demokratisch, weil die das nicht gewinnen können. Also durchaus Lüne, ich meine, dass er da einen großen Widerspruch sind. Zur Demokratie gehört doch effektiv, dass er Interesse tut, eine Decision, die einem nicht gefällt, ob ein Gericht unzufechten. Das zählt für Privatpersonen, das zählt für Betriebe und das zählt selbstverständlich auch für Länder, zumindest an dem Kosmos, wo mehr agieren an der Europäischen Union, und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt. Herr Kersch, ich meine, das ist ein grosser Unterschied, ob Bürger, die sich von einem Gesetz adaptiert wird, dagegen wehren, weil sie fanden, dass das Gesetz auf einem Punkt verstehst, oder wann Hai, ich weiß nicht, 21 Länder seht, Madame Hansen, als Demos die Taxonomie adoptiert gehen, und da geht es so nicht. Ich bin noch nicht den Fachjournalist am europäischen Recht. Ich meine aber heute die Pronostik, und ich gehe nicht gerne Pat zum Besten, wenn ich unrecht. Ich so nicht los schon, dass die Affäre ganz wenig Chancen hat, europäischer Kur durchzugehen. Und da muss ich auch vorstellen, gehen hier nicht Steuermittel engagiert, wo weiß, dass den nicht viel Chancen hat, just weil ihn hier will Recht behalten. Ich muss sagen, ich habe da ein Problem mit der Attitüde, und da komme ich eben auch zu der Frage, die uns beschäftigt. Lo hatte man, Herr Kersch, ein reduziert Tax d'Abonnement. Ein reduziert Tax d'Abonnement, die eben in die ESG-Regeln gefallen. Also, lo seht die Regierung mit ihrem Amendement
Das geht also nach zu weit. Lo holen wir nach aus der europäischen Taxonomie den Atomstrom an de Gas heraus. Wobei ich so nachdenke, das keine Appreciation de Valeur. Ich will auch keine Diskussion über Atomstrom feiern. Es ist so nicht just, dass ganz viele Länder, notamment skandinavische Länder, den Atomstrom eigentlich denen ihre Weh als für Klimaziele zu erreichen. Ich will auch den geringen Kollegen Molenka soen, die auch immer ganz sensibel sind, lauscht Mono, die geringen Kollegen, dass zum Beispiel die gering a Schweden, die gering a Finnland expressement für Atomkraft sind, expressement zu Fridays for Future Finnland plädiert für den Atomstrom. Wir müssen das nicht gut finden. Wir akzeptieren aber, dass es Länder gibt, die einen anderen Weg wollen beschreiten für Klimaziele zu erreichen. Mir ist es wichtig, dass wir die Klimaziele erreichen. Aber wenn da Länder sind, die das auf eine andere Art und Weise machen, dann sollen wir das respektieren. Und dafür fand ich nicht gut, dass wir da hingehen und wir holen die Atomkraft heraus. Und da soll ich noch etwas. Für gestern, als in Amerika ein großes Avancé gemerkt wird. Da geht es nicht mehr von Spaltung geschwert wie bei der Atomkraft, das beginnt von Kehrfusion geschwert. Kehrfusion ist schon nicht, dass ich ein großer Spezialist dafür bin, ich habe aber relativ viel da gelesen. Kehrfusion als eine neue Energie, die ist nicht wie heute viel, die wird vielleicht nicht dann 20, 30 Jahre sein. Spezialisten sagen auf alle Guten, dass das ein ganz proper Energie wird und eine ganz sichere Energie. Los so nicht, und dafür habe ich schon ein dickes Problem damit. Lo hol mir Fonds hai, den zum Beispiel gibt an die Innovation an die Recherche von der Kehrfusion go. Den as nur der Interpretation, die Regierung gëtt hai ausgeschlossen. Fanne mir der glücklich, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass mir hai eng innovativ Energie an so nicht dat an den nächsten Jahren werden Hunderte von Fonds daran investieren, weil einfach ein zukunftsträchtiges Instrument ist. Das schließen wir nur mit so einer Disposition aus. Und davon ist nach 4 Uhr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wisst ihr, ich stelle euch die Frage, wie viel Fonds eigentlich bis jetzt von der reduzierten Tax d'Abonnement profitiert? Wie viel das sind? 2. Aber mal nach die Totendisposition applizieren. Ich weiß nicht, wer die Fonds machen. Also, es ist dass nur nach just 1 oder Chemie ist. Chemie. Auch für ich zu so, liebe Kollegen. Auch ob der geringer geht gesot, wir machen nur eine formidable Sache, ein reduziert Tax d'Abonnement für mich gering zu gehen. Natürlich alles gut. So wird das feiern, dass nur kein Fonds wird wahrscheinlich davon profitieren. Ich hätte lieber. Wir gehen gucken, an den Stehen, ob seid. An den Stehen, Kollege Paul Galle so leider fort. Wir sind auch für Green Finance. Wir sind auch für einen geringen Finanzplatz. Da muss ich nicht aber Ernstes machen, wie die Regierung da im Moment möchte. Da muss ich gucken, wie bringt den fertig, hier in Plötzeburg Entreprisen zu kreieren, die zum Beispiel an neue Technologien investieren. Ich will den Wasserstoff, ich will Batterietechniken. Es so nicht am Moment sind wir nicht auf der Weltkarte, was die dort neue Technologien betrifft. Und das fand ich schuld. Und das ist eine ganz große Kritik, die ich auch runter zu machen. Und dafür nachher, mit allem Respekt, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch à l'adresse von den Geringen, ich meine, dass man mit der dote Erde weiß, nicht von der Platz kommen. Wir müssen uns da Ernstes abstellen, und das ist so ein Appell, den ich heute mache. Und da komme ich, meine Damen und Herren, zu einem 4. Punkt. Da hat mein Kollege Herr Bauer schon lange darüber geschwärzt, was mich auch einfach stört. Das ist die verzerrten Realitätsbild, das oft von unserem Finanzplatz gemalt wird. Am Ausland, da kann ich das noch verstehen. Wenn ich aber nicht mehr verstehe, und Herr Bauer hat das auch gesagt, als das zum Teil so ein verzerrtes Realitätsbild auch bei uns besteht. Und ich muss sagen, ich war bis immer der Meinung, dass die Regierung, plus auch mir, ich meine, es hat keine als Volontät aufstellen, dass wir bei der Finanzplätze zu der Finanzplätze, es schon wirklich ein bisschen Gefühl, dass von den 3 Koalitionsparteien just eigentlich nach einem
Partei ganz klar zu der Finanzplatz steht. Bei der LSRP weet net ein Deel schon ein Deel schnell Kerscheieren. Männer, aber bei denen Gringen, du stell ich mal wirklich froh. Da kommen ich lo zu enger, nicht unwesentlicher froh. Ich muss ich auch so, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte mitten nicht unbedingt drüber geschwert. Ich meine aber, dass nach dem, was Gleichspruch geschieht ist, kommen ich allein wieder zu so. Und das ist die ominöse Visite gewesen von der FIS-Kommission hier bei der Chambre. Ich muss sagen, mir, unterschwätzen ich von der gesamten Kommission, mir wäre ganz gut vorbereitet. Ich meine, von den Kollegen, die damals dabei waren, ich muss auch hier ein großes Lob dem Präsidenten von der Kommission ausschwätzen. An mein Gefühl war, wir hatten also am Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir die Regierung umgehen, das ist wunderbar gelaufen. Ich muss allerdings sagen, wenn ich gucke, was da am Vorfeld los war, liebe Kolleginnen und Kollegen, da waren wir schon 4 kondamniert. Ihr die Visite überhaupt umgegangen ist. Wissen Sie aber nicht, dann ist es am Lützeburger Wort lesen. Also nicht mehr für Wahrheit und Recht. Wenn ich da lese, dass der Präsident von der Kommission sagt, wir wären ein Steuerparadies, also sowieso, hier alles falsch laufen, hier wir überhaupt nicht gemerkt gehen. Fanden ich das eine Frechheit. Es ist so das ganz oft vis-à-vis von gewählten Vertretern von einem Parlament. Wenn ich auf Visite gehe, für mich mit einem anderen Parlament über irgendein Sujet zu erhalten, da lauscht ich mal zumindest noch. Was die Parlamentarier mal zu sagen haben. Und ich gehe nicht schon am Vierfeld, denen eng Zensur gehen. Das ist schon, wenn der enge Menge das geht, eine Prüfung nicht geschrieben. So als das hier gelaufen. Und ich muss jetzt sagen, das geht nicht. Und wir waren dann an der Kommission, und dann habe ich gesehen, dass die Leute, die da sitzen, aber wirklich nicht schrecklich gut informiert werden. Da bin ich nach fein an meiner Beschreibung. Die Leute, die wollten verschiedene Sachen manifest monetieren. Wir haben ihnen noch verschiedene Sachen gesagt, wo ich mich frage, ob sie das überhaupt wussten, so, ob sie überhaupt wollten wissen. Wie wir fertig waren, hatte ich eigentlich die Impression, dass der Vizepräsident, den wir Herr noch mehr bei der Seite, wie auf der Seite vom Präsident, das war also ein Exerzice, wo ich so nachher, wo man eigentlich ein Gesamtbild aufgehen, was ganz gut war. Ich meine, der Kollege Vizepräsident in der Chambre hat selber gesagt, dass eigentlich die Finanzkommission sich in Globo da gut verteidigt hat. Dono, als er gelungenerweise nicht kommt, wenn ich an das Parlament gehe, an eine schöne Regierung, dann hätte ich eigentlich erwartet von einer Presse, dass die um ein Giffen bei den letzten Deputierten nachfragen, aber wie ist das da gelaufen an der Kommissionssitzung? Das ist aber nicht geschieht. Nicht. Da kommen nachher so 1, 2 Artikel, wo nachher Menschen gesagt haben, die Lützebäuer verstehen nicht, sind die dann zu blöd für etwas zu verstehen. Und darüber hin habe ich mit dem Kollegen André Bauler eine Initiative geholt, wer selten vorkommt, die ich gerne so, für einen Leserbrief an die Lützebäuer Wort zu schreiben. Ich weiß nicht, wer den Leserbrief gelesen hat. Herr Kersch hatte gelesen. An den Brief oder den Leserbrief, so wie mein Eko waren, war eigentlich überall gut gekommen. Auch für den Kollegen Paul, ich kann auch singen, um zu sagen, an mir war damals dann eigentlich auch, wie ihr seht, das Dossier deklar. Bis, die Damen und Herren, Herr Präsident, leistet gut, da will ich mal ein Schlippchen, weil wenn ich nur zählen, das ist ein bisschen humoristisch. Ich meine, zum Schluss von einer Sitzung, die wir noch mehr etwas Humoristisches sagen. Wir hatten also den Brief geschrieben, lief gering lauscht nur, weil die da ein bisschen Irsch. Der letzte Donnerstag hatten eine längere Sitzung, Kollegen können sich daran erinnern, bin ich im Moment rausgegangen, also beginne ich mein Freund André Bauler. Und so ich zum André Bauler hin zu mir
komm ich mal zu summen an Cafeteria Kaffee trinken. Zu summen, wir kommen da bei dem Tunnel. Wie steht beim auf hier und Eis? Madame Juna Berner. Hier ist Zechen, Präsidentin für den Gringen. Guckt, war hier beim Tunnel, wie den Herr Bauler und ich wollten als gemütlich da an die Cafeteria bewegen. 400 Brick, Madame Juna guckt den Herr Bauler an mich mit einem Blick, lief Kollegin nach Kollegin, tut mich erinnert, mich als Spielschuldsjoffer. Die war ganz sympathisch, mich als Spiel, die war ein bisschen älmodisch. Aber wenn ich mich nicht geschickt habe, Herr Präsident, wenn ich mich nicht geschickt habe, dann hat die mich immer beiß angeguckt. Und so hat Madame Berner den Herr Bauler an mich geguckt. Und da könnt ihr dem Herr Bauler an mir nicht oft hier, mir wäre paff. Mir wusste mal leicht entfuhr, wie sei so geguckt. Ich habe gesagt, was könnt ihr lo? Hier seht Madame Berner lauscht zum Herr Bauler an mir. Die zwei hat einen Artikel zusammen geschrieben. Wir haben geguckt, Herr Bauler, der Bauler. Die zwei hat einen Artikel zusammen geschrieben. Ja. Wir sind 4 Uhr gegangen, wir haben uns gefragt, was tun wir dann noch falsch gemacht? Also zum Herrn Bauler, komm, wir gucken einen Artikel, steht, das ist Fleisch oder das Fleisch Blitzebäuer Wort, da hat man dann die Spur dran gerutscht. Komm, wir gucken mal nicht, dass man da war, dann muss man das natürlich rausholen, das war nicht der Fall. Den Herr Bauler muss ehrlich so, wer Bläser am Gesicht. Wir kommen an die Cafeteria, sitzt man am Beißen. Schön, dass sie nicht heiern. Sagt die, Händer, passt du so bleich? Hast du Korrikan gesehen? Nee, so den Herr Bauler. Ich schön Madame Berner gesehen. Wir gehen darüber hin, gehen wir an den Berg von der Chambre, sowohl den Herr Bauler wie ich, und einen doppelten Espresso getrunken, an Dono, als es besser. Ich habe mir gemeint, die sehr vergiss, Herr Präsident, Sie werden nicht giss. Also, Herr Moser, ich bin froh, dass ihr nach gespart habt, weil ich wusste nicht, dat Budgetsdebatte, wo ich immer gemeint habe, dass dir etwas Vaters, dass das so etwas Humoristisches, ja, so etwas Folkloristisches kann sein. Aber das ist doch nicht fertig, Herr Präsident. Ja, ich kann mir das vorstellen. Das ist gut lanciert. Herr Präsident, ich mengen auch den Herrn Moser als am Gang seine nächste Karriere für zu bereden. Ich mengen noch. Lo fehlt dir nachher die Bartolomeo. Der Herr die Bartolomeo racht. Ich will aber viel, das wäre noch nicht dumm, aber geduld. Letzte Samsten, Ich werde aus dem Herr Bauler hier besser fahren wie mich. Das ist über den Kaffee drin gegangen. Herr Kersch lauscht das noch. Ich sitze gemütlich, Herr Präsident, ich will aber vielleicht... Nee, der darf traurig. Das ist just den Herr Roth, die wollte aber um 7 Uhr wollten abhalten. Nicht so aber los, schon der Zeit ganz flott. Voilà, aber ist die beruhigt. Herr Moser, das ist so interessant. Wie gesagt, ich sitze so einen samstenden Abend, wie viele andere von ihr, und ich Halbfinale Frankreich, England geguckt. Und wäre ein bisschen, die heute Match mitgekriegt, wäre das ein bisschen mit Nerven gegangen, und wie das großen England-Fan sind, also besonders meine Nerven gegangen. Und du hast dich an der Halsig gedurcht, für ein bisschen zu beruhigen, da liest das Lützeburger Wort. Da liest das Lützeburger Wort, und das habe ich dann gemacht. Und du siehst nicht über einen Artikel gefallen, das muss ich aber hier sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, von einem Herr, den anscheinend an der Gringer Fraktion schafft, an dann habe ich Folgendes geschrieben, lass mich das trotzdem vorlesen, weil das ist schon etwas mit der Debatte, Herr Präsident, zu dienen. Dann hört sich dann, der Artikel war intituliert, «Keine finanzpolitische Erklärung», so sind natürlich auch darüber gefallen, an den Herr hört sich dann da, gesagt, mit, entre autres, einem Artikel gehört, und er schreibt dann da Folgendes.
iwwer Finanzplätze werft ein Sto dem Herr Bauler an mir dofir mir giffen do wiss net wert schreiben an der se nicht zitieren. Leider wird diese Debatte von konservativen Kräften torpediert. Anstatt einer ernsthaften Diskussion über die Zukunft des Finanzplatzes wird sich wie jüngst in einem gemeinsamen Artikel der Abgeordneten André Bauler und Laurent Moser zu lesen, in einem Anflug von Hobbypatriotismus an der Kritik aus dem Ausland empört, wonach Luxemburg weitere Unternehmen dabei unterstützen, Steuern zu sperren. Herr Präsident, den Herr Bauler an ich gehen also hei als Hobbypatrioten intituliert, als Hobbypatrioten. Lo verstehe ich nach die gering, dat ich do gering durchsinn. Mit dem Herr Bauler wird wirklich ein feine Mënsch, den sich mit großem Engagement auch immer der Kommission ersetzt, exzellent Intervention mich den Herr Bauler als Hobbypatriot zu bezeichnen. Ich weiß wirklich nicht, wer die geringen Kollegen Domaden wollte bezwecken. Mit den Heichpunkt aber, Herr Präsident, ich will noch nicht an den Genuss von dem ganzen Artikel kommen lassen. Den Heichpunkt wäre aber, dass den jungen Menschen, schön, dass die jungen Menschen als sich Madame Finanzminister an dem Artikel akkuséiert huet, dat sie die Kommission nicht empfangen hat, die ominös. Ich bin nicht damit d'accord, ich gehe eigentlich auf diesen Punkt, dass man dem Finanzminister recht. Was aber erstaunlich ist, dass an der Kommission, und ich gucke hier, der Präsident von der Finanzkommission, an der Kommission haben durch Abwesenheit geglänzt, die Gering aus der Chambre. Die Gering, der Tisch, die Gering, die hat man dem Finanzminister kritisieren gehen. Sie gif net Fiskommission, sie selber mal net an der Kommission, wo es aber Wesentliches geht. Ich muss ich trotzdem sagen, das geht ganz weit an, dass ich wirklich, ich kann immer nicht so, ich gebe unbedingt finanzministerisch an die Regierung verteidigen, das ist ja nicht das, werde ich am liebsten machen. Ich muss aber eigentlich sagen, kann in der Dränger Seite finanzministerisch akkusieren, an selber auf der anderen Seite an der Kommission Politik vom eitlen Stuhl machen. Ich gehe nicht davon aus, an so einer wichtiger Sitzung, wo alle Parteien vertreten werden, alle Parteien, Kollegen von den Sozialisten, von der DP, CSV, den Herr Karteiser, dort Piraten wären da, die gering durch Abwesenheit geglänzt haben. Und da muss ich mir aber dann trotzdem Fragen stellen. Ich will dazu sagen, auch lieb Kollegen von denen kriegen. Kann ihn über ganz vieles diskutieren, muss ich just immer aufpassen, auch wen Sachen durchstellt. Denn Herr Bauler an der Schmier hat einen Artikel geschrieben. Es sind erstaunt, die hat sich permanent auf Meinungsfreiheit. Für Meinungsfreiheit. Die so die ganze Zeit für gut, von den Lesungen gefangen, die über Bänken weggehen. Was haben wir gemerkt? Wir haben eine objektive Berichterstattung über Finanzplatz gemerkt. Objektiv, und ich meine, jeder, der das gelesen hat, konnte das auch feststellen. Und dann die Mehrheit von den geringen Kollegen kritisiert, ich weiß noch immer nicht für wert, dass wir zusammen so einen Artikel geschrieben haben. Also mit allem Respekt, ich muss sagen, das geht ganz weit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da spät ich komme zum Schluss. Ich meine, dass die Finanzplatz wesentlich für das Land, für als Wirtschaft ist. Und dass man, wann ich lief, auch alles machen. Ich will nicht das Beispiel vom Kollege Bauler nach einkehr von den Märmen, die ins Herd muss behandeln. Ich will nicht so auch Finanzplatz Herd behandeln, schon aber so verstanden. Wir sollen uns immer im Bewusstsein, wie wichtig, dass die Finanzplatz für das Land ist. Wir auf jeden Fall als CSV wissen das. Und dafür ist es auch wichtig, dass die weiter in Zukunft attraktiv und kompetitiv bleibt. Es ist auch nicht merci, dass aber so lange bei den Noventai noch gelauscht hat.